Geschichten uit onze Geschichte Nummer 27. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir nu wieder was davon vertalen wollen, wo die Melendez-Geschäfte in San Antonio de los Arenales in Chihuahua in den Jahren von 1922 bis 27 mal sehr bosig entstanden wären und wo wir in die dann noch wenige Jahren untergehen mussten. Und vielleicht vertale ich davon Lothar auch noch mal was. Aber nu wird das gewünscht, dass ich ju erst mal was von zwei anderen Geschichten aus unserer Geschichte vertellen soll. Eine Geschichte, von wo man wünscht, dass ich da was von vertellen soll, das ist diese. Wodurch und wo entstand 1982 das MCC-Store oder das Aylmer Mennonite Community Store in Aylmer, Ontario. Und die andere Geschichte, von wo ich gewünscht wird, dass ich die vertellen soll, das ist diese. Wanneer, wo und wodurch die sogenannte Lohnquote von den mennonitischen Kolonien in Darpa und der Cuauhtémoc umgehend in Chihuahua mal entstanden ist. Und ich will das nu versuchen zu tun, so gut als ich das kann. Aber wo von diesen beiden Geschichten soll ich das erste vertellen? Weil ich noch nicht ganz alles bereit habe zum Vertalen, wo die Lohnquote von unseren mennonitischen Kolonien in San Antonio oder an der Cuauhtémoc umgehend in Chihuahua und Feierstoppen entstanden ist, will ich erst was davon vertellen, wo uns am CC-Store in Aylmer, Ontario entstanden ist. Nach meinem Verholen ist das eine so wundervolle Geschichte, dass die wird es abzuschreiben und geschichtlich abzubewahren für unsere Nachkommen. Dann auch die wichtigsten Ereignisse in unserer Geschichte oder auch an der ganzen Menschheitsgeschichte geraten scheinbar immer weiter schwindend Vergetenheit. Und ich glaube, unsere mennonitische junge Lied, Jugend und Kinder, weiten all nu nicht oder wenigstens mal sehr wenig davon, wo viele von unseren Mennoniten 1982, 83 und 84 top daran gearbeitet haben, nicht nur, dass es in Aylmer ein MCC-Store geben kann, aber auch, dass wir Mennoniten von Mexiko im November 1982 der Gastgeber waren für die MCC Ontario jährliche Meeting und an unsere zwei MCC-Utrops an 1983 und 84. Aber wenn ich Ihnen was von dieser wundervollen, lobenswerten Geschichte vertelle, dann will ich so wenig als möglich Nomen erwähnen. Denn da sind so sehr viele von unseren Mennoniten, Ölkolonie, Sommerfelder, IMMCer und IMCer, wohnen diese Jahren oder wohnen an diese Jahren sehr begeistert daran mitgearbeitet haben, dass ich doch lang nicht mehr alle Nomen nennen kann, wenn ich damit anfangen würde. Und deswegen will ich auch lieber nicht mit Nomen nennen anfangen, denn ich würde dabei nicht irgendwem utloten wollen. Und nu wird von dem Anfang vom MCC-Store in Aylmer, Ontario. Es wird gewünscht, dass die Geschichte von dem Entstehen von dem MCC-Store in der Stadt Aylmer in Ontario vertalt werden soll. Und ich will dann nu versuchen zu tun. Ich will je hier nu kurz, nach meinem besten Verstehen, von diesem wundervollen Ereignis vertalen. Das heißt, sogar dass ich die Einzelheiten von unserem damaligen Toparbeiten in Aylmer noch verstehe, topzustellen. Aber weil ich von lang nicht alle damaligen Meetings kopieren habe, kann ich mir nicht mehr alle Einzelheiten in Erinnerung rufen. Von den vielen Meetings, die wir in Aylmer von Juni Monat an bis zum Ende vom Jahr 1982 gehabt haben, fing ich lang nicht von allen Protokollen kopieren. Aber ich will aus den Protokollen oder aus den Minutes, die ich noch habe, herausnehmen, was ich kann und will hoffen, dass ich mich dadurch noch genug Träg und Gedächtnis rufen kann, um sie so verständlich als möglich zu vertalen, was durch diesem sehr trockenen Sommer und Herbst alle in der Aylmer Umgegend passiert ist. Und auch von wo so viele von unseren Mennoniten 1983 und 1984 daran gearbeitet haben, dass wir durch zwei sogenannte MCC-Utrops Gelder sammeln können.
Aber von no 1982 habe ich noch viel weniger Kopien von unseren vielen Meetings. Wahrscheinlicherweise, oder recht gesagt selbstverständlicherweise, will ich dann wieder haben, wie lange nicht alle Meetings mit beigewast sind. Ich will hier nu erstens mal davon was vertellen, wo dort manch unsere Mennoniten 1982 zu einem Anfang gekommen ist, nicht mal mit dem MCC-Store oder Elmer Mennonite Community Store in Elmer, aber auch davon, wo wir Oldkolonie Mennoniten von Mexiko in Elmer, wo wir all zu 4 verschiedene Kirchen oder Gemeinden gehörten, top anfangen wird, für das MCC zu tun. Wo viele von uns 1982 monatelang daran schafften, in MCC-Store anfangen zu kennen. Und wo noch viel mehr von uns am selben Jahr auch noch daran gearbeitet haben, dass wir Mennoniten von Mexiko reit werden können, am 19., 20. und 21. November zum ersten Mal die Gastgeber für die MCC Ontario jährliche Meeting sein zu kennen. Ich weiß aber auch, dass ich dabei vielleicht einige wichtige Sachen nicht vertalen war, weil ich mir auch mit meinem besten Willen nicht mehr alles trägend Gedächtnis rauben kann, von mehr als 20 Jahren zurück. Und da will ich daran werden, dass wenn irgendwer von den vielen damaligen Mitarbeitern dort möchte, dass ich wichtige Einzelheiten in diese unsere wundervolle Geschichte nicht vertelle, dass sie mir dann sagen, was sie denken, dass ich dort auch halt vertalen sollte. So können wir dann vielleicht auch diese Einzelheiten noch wenigstens an der geschriebenen Geschichte in den Arbeiten und abbewahren. Wo oder wodurch fängt das alle an zu passieren? MCC Ontario hat in Elmer eine Arbeit angefangen, durch wo sie die viele von Mexiko gekommenen Mennoniten halben ihre Citizenship oder Immigrantpapieren fertig machen zu können. Prediger David Friesen in seine Frühhellen von Saskatoon, Saskatchewan, die hatten diese Arbeit an der Elmer MCC Office etliche Jahre all getan. Aber dann, 1980, reden David und Helen Friesen ihre Arbeit an der Elmer MCC Office auf. Die resigned. Und dann überreden Bill Jansen von der MCC Canada Office in Ottawa und Ray Schlegel, der Direktor von der MCC Ontario Office in Kitchener, mich, dass ich diese Arbeit an Elmer übernehme. Und als meine Frau und ich dann 1980 im Oktober nach Elmer gekommen wären und ich dort die MCC-Arbeit übernehmen, wo der Prediger David und Helen Friesen da angefangen hatten, dann sehen meine MCC-Ferien mir ungefähr so. Du sollst wieder die Arbeit, die von Mexiko gekommenen Mennoniten zu helfen mit Citizenship und Immigrantpapieren merken, auch noch so viel als möglich versuchen, jene Mennoniten damit bekannt zu merken, was dort MCC ist, was dort MCC tut, wo alle ihre Arbeit finanziert wird und wo MCC nicht nur in Ontario, aber auch in viele verschiedene Länder in der Welt auf verschiedene Wege versucht, Menschen zu helfen und so weiter. Weil David und Helen Friesen also schwind als möglich von ihrer MCC-Arbeit zurücktreten wollen, wir damals all nicht genug Zeit, um mir auch die gewöhnliche rechtmäßige Orientierung zu geben, wo eine MCC-Arbeiter gewöhnlich kriegen, ehe sie ihre Arbeit anfangen. Und da wären wir meine Orientierung ganz kurz diese. Meine MCC-Vorgesetzte, der MCC Ontario Director Ray Schlegel und der MCC Canada Angestellte in Ottawa, die sahen sich mit mir top an und unterrichten mich ungefähr so. Deine Arbeit an der Elmer MCC Office soll hauptsächlich diese sein. Du sollst die von Süden nach Ontario gekommenen Mennoniten damit helfen, dass sie, wenn das möglich ist, ihre Citizenships, ihre Bürgerrechte oder ihre Immigrantpapieren und was sonst noch mit einem legalen Status verbunden ist, vor dich kriegen. Sodass sie, wenn sie hier in unserem Land wohnen, alle legalen Status haben können. Und wenn du diese Lied damit helfst,
En die daarbij vielleicht Frauen waren, wat sie die schuldig sind für den Halpen, dann sollst du an bei dieser Gelegenheit sagen, dass du deine Arbeit von dem MCC betalt kriegst und dass sie die nicht schuldig sind für deine Arbeit fahren. Wieder sollst du, wenn das Gelegenheit dafür gibt, auch sagen, dass das Geld, womit das MCC ihre Arbeiter betalt, alles freiwillige Gaben sind. Gaben, wo nur einzelne Menschen entweder direkt dem MCC geschenkt haben oder wurden von Menschen geschenkt und dann dem MCC durch unsere Kirchen und andere Organisationen zugeschickt worden sind, wo auch teilnehmen wollen an der Arbeit, wo das MCC dort mit Menschen helfen, nicht nur in Ontario, aber auch auf verschiedene andere Städten in dieser Welt. Und wenn du Gelegenheit gehabt hast, Menschen das zu sagen, dann sollst du auch sagen, dass, wenn sie sich dort leisten können, dann sollen sie dem MCC vielleicht mal was geben für die Hilfe, wenn sie von die durch den MCC-Office in Elmer gekriegt haben. Und auch, dass, wenn sie sich dort nicht leisten können, für diese Arbeit was zu bezahlen, dann sollen sie sich dabei nicht schlecht fühlen, wenn sie umsonst geholfen worden wären. Ich muss der MCC-Office in Elmer immer auch einen Abend in der Werk abhaben und da meine Arbeit tun. So dass, wenn Menschen, wo jeder Arbeitstag in der Werk arbeiten mussten, da wenigstens an einem Abend noch Hilfe kommen können. Und ich habe noch mal gut ein Jahr in der Elmer MCC-Office gearbeitet, dann kamen an einem so einen Abend 2 ukrainische Vorsteher noch mich in der Office und fragen mich ganz einfach diese Frau. Wo würden wir Mennoniten hier in der Elmer Umgegend kennen, zu einem eigenen Altenheim kommen? Wo würden wir dort müssen angehen, dass die Regierung uns damit helfen würde und so weiter. Ich besann mich im Bett über diese große Frau und dann sagte ich zu diesem Mann ungefähr so. Wenn wir Mennoniten mit so einem großen Unternehmen anfangen wollen und dabei dann noch wollen erwarten können, dass die Regierung uns damit helfen wird, dann wollen wir hier in unserer Umgebung vielleicht doch erst irgendwo mit kleineren Unternehmen beweisen müssen, dass wir Olkolnia, Sommerfelder, IMMCA und IMCA alle top was tun können. Und dann fragen diese Männer wieder, was würden wir hier zum Beispiel erst top tun müssen oder tun können? Und ich antworte an ungefähr so. Wenn wir Mennoniten von Mexiko, Olkolnia, Sommerfelder, IMMCA und IMCA hier in Ontario top was tun lernen wollen, dann können wir alle top vielleicht auch dort tun, was Mennoniten in Manitoba viel und gut top tun. Und dort ist die Manitoba-Mennoniten von all den verschiedenen mennonitischen Gemeinden arbeiten alle top an ihre MCC-Sturen. Und wenn wir Mennoniten von Mexiko hier in Elmer erst mal beweisen wollen, dass wir alle top was tun können, dann sollen wir vielleicht auch erst mal top mit einem MCC-Stur anfangen. Und dann prollte ich zu diesem Mann so ein Bett, wo die Mennoniten von verschiedenen Kirchen in Manitoba, auf so eine Städten aus Winkler und Altona, als sehr gut haben top arbeiten gelehrt, dadurch, dass sie alle top sehr viel freiwillige Arbeit an MCC-Sturen deuten. Und dass sie durch diese Sturen sehr viel Geld annehmen für MCC-Notländerungsarbeit in viele verschiedene Länder und so weiter. Wieder prollte ich an jenem Abend damit, dass so ein Top-Arbeiten an einem MCC-Stur in Elmer auch die Reckerlied an der ganzen Umgehung damit halten kann, dass sie ihre Sachen nicht einfach wegschmieden und auf dem Müllacker fahren lassen brauchten, wenn sie die nicht mehr brauchen wollen. Aber dass so ein Lied, wenn sie ihre Sachen loswerden wollen, dem MCC-Stur die geben können. Und das MCC-Stur kann dann viele armere Lied damit helfen, dass sie gute Sachen billig kaufen können. Und dort, wenn auch in Elmer alle MCC-Sturarbeit ohne betalt getan worden wird und alle Sachen ohne betalt abgebracht worden wurden, dann kann das auch hier
sehr viel Geld aanbrengen voor het MCC, zum arme Menschen helpen en arme Länder. En bovenaan zie ik, je hebt vele oudere vrouwen en ook mannen, dat zeer goed, want ze wenigstens aan einem dag en de werk top wat doen kunnen en steeds zich immer thuis langweilen. Ik heb deze voorsteher niemals gevraagd, of dat voor een zin gemerkt had, wat ik toen aan jenem Abend gesagt had. Oder wat sie von meiner Meinung an diese Sache geholen haben und so weiter. Aber ich weiß bloß, dass ich von diesem Abend an immer weiter, wenn ich bei Clarks oder bei Johnny's mit 2 oder 3 Männern taub am Kaffeetisch saß, damit prolt, was die verschiedenen Mennoniten in so eine Städte aus Winkler und Altona taub deiden en derch MCC sturen. En ik prool dan wieder damit, wat wie Mennoniten von Mexiko en Elmer alles wurden taub doen kennen met en derch eine gemeinsame Arbeit an einem MCC-Stur und so weiter. Ich deed dit so lang, dass einmal ein Mann mir einfach mal an unserem Kaffeetisch seht. Na George, wanneer wirst du mal abhören, mit bloß einmal pochen, wat wir alles taub doen können? Wanneer wirst du mal anfangen, wat damit zu doen? En er steht einmal bloß pochen mit wat wir alles würden doen können. Ich weiß all nicht mehr, wer das Mann war. Aber wer immer dort war, das Mann hat mich mit seiner Frau abgeweicht. Nach einer ganz kurzen Besinnung antworte ich ihm ungefähr so. Dankeschön für deine Frau. Das ist eine gute Frau. Aber die Frau ist ja nicht, wenn ich mit dieser Sache was tun war. Dann ich war damit noch tun. Die Frau ist vielleicht, wenn war wie 4 Männer, die wir hier an diesem Tisch sitzen, mit noch anderen Männern anfangen damit zu arbeiten, dass wir hier zu einem Anfang kommen können mit einem MCC-Stur. Ich weiß nicht mehr kriegt, wer von diesem Tag an alle geholfen hat, dass wir mal Menschen kriegen wollen zu einem ersten Meeting. Aber ich weiß noch, das nahm nicht sehr lang Zeit. Dann hatten 7 paar Lied am 21. Juni 1982 ihre erste Meeting, um darüber zu reden, auf oder wo wir mit einem MCC-Stur in Elmer anfangen wollen. Und ich verwundert mich an diesem Abend, woran diese Lied alle wären, daran mithelfen zu wollen, dass wir mit einem gemeinsamen MCC-Stur in Elmer anfangen können. Diese 7 paar Lied waren sich an diesem Abend daran einig, dass sie während der nächsten Weg ranfragen wollen, auf und wo passende Gebiete in Elmer entweder zu renten oder zu kaufen sein würden. Und dann bereden sie, wir wollen am einen Weg weiter kommen und wieder daran planen, wo die Elmer am Jahn Mennoniten mit einem MCC-Stur in Elmer zum Anfang kommen können. Hier brechen wir auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von wo das MCC-Stur in Elmer, Ontario 1982 entstanden ist und von unserem ersten Mal MCC Ontario jährliche Meeting, Gastgeber, Sennen und so weiter. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.